Das Kleinrad-Traktörli, überall bekannt. Mit dem Bau am Steuerrad fahrt's übers Land. Es ist nicht riesig, aber dafür mutig. Kleines rotes Traktörli, los geht's! Der Betty, der Böcki und der grosse Blau sind immer unterwegs. Kleines rotes Traktörli, los geht's! Absolut trocken. Gerade wie Puder. Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal so heiß war. Ich weiss gar nicht mehr, wann das letzte Mal geregnet hat. Wir brauchen ein kleines rotes Traktörli. Und zwar dringend. Was? Das tönt nach einem Böggi. Hey, Walti! Gut gemacht. Du... Oh, bist fast nicht abgestürzt. Ist alles in Ordnung? Ja, kein Problem. Aber das Wetter also. Ja, weisst, meine Windmühle macht schon seit Tagen keinen Wank. Ich weiss. Kein Wind, kein Regen und keine Arbeit. Und das ganze Dorf braucht unbedingt eine gute Ernte. Was machen wir denn nur? Keine Angst. Ich überlege mir etwas. Sie wollen mir aber nicht etwa erzählen, dass Sie an so einen Zauber glauben. Ich erzähle ja nur, was im Heftli steht. Für Sie ist das vielleicht neu, aber man macht das schon seit Ewigkeiten auf der ganzen Welt. Aha. Aber gibt's da auch Beweis, dass das geht? Wer weiß? Aber ihr habt ja auch schon Leute gesehen, die mit einer Route nach Wasser gesucht haben. Warum findet ihr den Regentanzen so komisch? Wetter hat mit Wissenschaft zu tun, klar. Aber doch nicht mit Tanzen. Aber überlegt mal, wenn es funktionieren würde. Ja, wir wären Helden. Alle warten sehnlichst, dass es endlich regnet. Helden? Und wo ist das Heftli, wo Sie das gelesen haben? Liegt dann im Laden. Geht nur. Bringt mir gerade noch einen neuen Orangensaft. Paul, wenn ich dir nur irgendwie helfen könnte. Ja, es ist wirklich für alle Bauern ein grosses Problem. Wir haben gelernt in der Schule, dass die Pflanzen den Regen zum Wachsen brauchen. Das stimmt, Nina. Warum nimmst du nicht den Sprenger? Du hast doch einen grossen im Schopf. Ich würde, wenn ich könnte. Aber Sprenger und Gartenschläuche sind darum verboten, weil das Wasser schon so knapp ist, weißt du? Du hast heiß und bist müde. Komm, nimm ein Glas Wasser. Oh, excuse. Warte, ich hole einen Lump. Nein, wart. Aber das tropft ja auf den Boden. Schaut. Was meinst du genau? Es ist doch nur Wasser. Nein, die grosse Glocke ist schon da. Aber daneben gehen die Bächli und Tropfen in ganz verschiedene Richtungen. Ich komme nicht raus. Ich auch nicht, Paul. Stellt euch mal vor, die grosse Glocke wäre der Erlenweiher. Und da die kleinen Bächli, das wäre ein Kanal, wo durch die trockenen Felder geht. Du meinst Wasserleitungen graben, so Bächli? Zu den Feldern. Es wäre allerdings viel Arbeit. Aber ich glaube, es geht. Du schaffst es. Du und das kleine rote Traktörli schaffen doch alles. Ja, also ich bin da nicht so sicher. Aber wir müssen es auf jeden Fall mal probieren. Tschüss zusammen. So sind unter anderem auch über viele Jahrhunderte in ländlichen Gegenden ein Haufen verschiedene Brüche verbreitet gewesen. So wie der Regentanz, wo man damit in Trockenzeiten einen Wetterwechsel bewirkt hat. Es geht also doch. Traditionell wird der Regentanz von 2 oder mehr Tänzen durchgeführt und unterstützt von Gegenständen, die an Regen erinnern. Die können vom Häuptling ausgewählt werden. Klar, keine Frage, der bin ich. Also, mal schauen, wer mit mir zusammen den Regentanz macht. Hallo? Ja? Ah, jetzt glaubt ihr mir gleich. Ihr braucht was? Regenmusik? Ja, ich bin Ihr Mann. Mhm. Ein Geheimnis. Ja, ist gut. Ist gut, wir treffen uns auf der Hügelweide. Ja, Zimmerli? Was? Regentanz? Hä? Also das ist ziemlich ungewohnt. Und der Bebe macht auch mit. Ist ja eine Art des Training, oder nicht? Und denken Sie dran, Herr Zimmerli, es ist ein Geheimnis. Nicht, dass noch jemand denkt, wir spinnen, wenn wir da so miteinander... Und Schluss! Herr Wirz, gut, dass ich Sie treffe. Ich habe mir so Gedanken gemacht wegen dem heißen Wetter. Das ist denk normal. Ich hatte eine Idee, aber ich brauche Sie und den grossen Blau, der dabei hilft. Wissen Sie, ich habe gedacht, wir könnten vom Teichenweg ein paar Kanäle graben, raus in die Felder. Bei dieser Hitze? Sind Sie verrückt? Aber wenn wir nichts machen, dann... Aber ich mache ja etwas. Es ist noch ein Geheimnis. Aber es lüftet sich bald. So, Dali, jetzt muss ich weiter. Gut, dann halt. Ich habe fast das Gefühl, wir zwei müssen alles allein machen, ein kleines
Das ist ein Brutsitz. Ist nicht einfach, wenn es immer drauf geht. Ah, wir haben schon recht Stück. Meinst du, wir schaffen noch ein bisschen mehr? Es sind nur noch ein paar 100 Meter bis zum Teich. So gut, kleines Rotztraktörli. Los geht's! Er ist weg. Ich sehe so blöd aus. Ich meine, also ist das unbedingt nötig? Also ich bin nicht gerade ein Spezialist im Regen machen, aber ich finde noch, von den Schultern aufwärts sieht man ziemlich blöd aus. Ich habe schon gesagt, die Hüte sind unser Regensymbol. Also, wenn es sein muss, fangen wir an. Pepe, haben Sie das Regenlied? Ja, ich mach's mal vor. Es geht so. Das ist das Lied. Nicht sehr gut. Ich habe ja erst angestimmt. Yeah! Blitzplatsch, Blitzplatsch nass. Wir brauchen Regen mit Wasser für das Fass. Yeah! Oh, das ist ein Lied. Und von dem soll es regnen. Ja, natürlich. Zusammen mit unserem Regensymbol und dem Regentanz. Wo ich erfunden habe. Jeder von uns muss sich im Tanzen so bewegen, dass er etwas Nasses darstellt. Ich zum Beispiel tanze, wie wenn ich in einer Pfütze umeinander kumpe. So. Hup, hup, hup. Herr Zimmerli, Ihre Vorliebe ist Sport. Darum möchte ich Sie bitten, so zu tanzen, wie wenn Sie in einem Ruderboot rudern. So? Perfekt. Jetzt Sie, Pepe. Und Ihr Tanz zeigt uns eine, wo schwimmt. Ich kann nicht schwimmen. Es ist ein Tanz. Nicht echt. Ausgezeichnet. Wenn wir jetzt so tanzen und singen mit unseren Hüten, dann soll es regnen. Hoffentlich sieht uns nur niemand. Hey, wir haben es jetzt gerade geschafft, kleines Rotztraktörli. Sobald wir den Graben mit dem Teich verbunden haben, kann das Wasser wusch durch den Graben und bewässert so unsere ausgetrockneten Felder. Hallo? Ah, Meier, Sie sind's. Aber was will eure Zeitung jetzt ausgerechnet von mir? Ah, ja klar. Sie haben also von meinen Bewässerungsplänen gehört. Ist gut. In einer Stunde treffen wir uns auf der Hügelweide und dann sehen Sie es gerade selber. Bis dann. Also gut. Sind wir parat? 1, 2, 3, 4. Blitzplatsch, Blitzplatsch nass. Wir brauchen Regen mit Wasser für das Fass. Es hat nicht funktioniert. Das Lied hat dem gefällt, oder? Wir haben es einfach nicht lang genug gemacht. Wir machen es nochmal und das Mal nicht aufhören. Ja, aber für wie lang? So lange, bis es regnet. Ist klar? Jetzt Fingerkreuzle, kleines Rotztraktörli. Und jetzt? Wir haben es geschafft. Schau, es funktioniert. Blitzplatsch, Blitzplatsch nass. Wir brauchen Regen mit Wasser für das Fass. Es funktioniert. Mein Fuß ist nass. Aber es regnet ja nicht. Aber schau, Wasser. Es hat gewirkt. Ich glaub's ja nicht. Wir haben Wasser hergetanzt. Das ist sicher wegen meinem Lied. Wir wiederholen es zur Sicherheit. Kommt und wir werden Helden. Parat? 1, 2, 3, 4. Blitzplatsch, Blitzplatsch nass. Wir brauchen Regen mit Wasser für das Fass. Ah, Meier, Sie haben das Glück, der erste Zeuge dürfen Sie von unserem erfolgreichen Regentanz. Nach einer Idee von mir natürlich. Ich habe das Lied gemacht. Oh, excuse, aber die Bilder passen hervorragend zu meiner Geschichte. Paul, seine Bewässerungskanäle lösen Begeisterung aus. Bewässerungskanal? Sie meinen, das Wasser kommt also vom Aul? Es funktioniert. Alle Kanäle, die man gegrabt hat, sind gefüllt. Was sind das für komische Hüte? Oh, und Sie hätten sollen sehen, wie die tanzen. Ja, also, wir haben nur eine kleine Vierwelle zu Ihrem Erfolg, Paul. Oh ja, gut gemacht, Paul, ein kleines Rossrektörli. Aber ich meine, wir machen Regentanz. Jetzt sind Sie nicht blöd. Aber ich meine, mein Hut und das Lied. Ja, das gibt einfach eine super Frontseite. Das kleine Rottrakteurli und Paul bringen das Wasser. Kann ich noch Bilder haben von euch zwei? Gut gemacht, kleines Rotztraktörli. Du bist gut.